Ho, 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 ihr liebe Leid. Hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Bioshock 2 auf Pelzig. Hier am 2. Weihnachtstag. Das ist auch das letzte Mal, dass hier ho, ho, ho gesagt wird. Ich verspreche es jo. Und ich hoffe, ihr habt halt auch noch einen schönen freien Tag. Ja, bei mir geht es halt Mittag zu meiner Oma, wie gesagt, väterlicherseits, mit der Tante dazu. Und dann feiere ich mit denen nochmal Weihnachten noch. Wie sieht es dann bei euch so aus? Ist es auch hier noch so ein Tag, wo man mit der Verwandte feiert? Oder ist der 2. Weihnachtstag für euch eher so der Tag, wo dann absolute Ruhe ist? Bei uns ist immer so der erste Weihnachtstag eigentlich der Ruhetag. Okay. Da haben wir noch ein bisschen Geld rumliegen. Da kommen wir nicht durch. Da ist der ein bisschen undicht. Och, den Big Daddy rülpst hier rum wie noch was. Da muss es weitergehen. Okay. Raketenspeer, Alter. Raketenspeere bleiben an Zielen hängen und treiben sie mit großer Kraft vorwärts, bis sie explodieren. Puh. Ist hier noch irgendwo Kamera? Überwachungskamera? Nö, es sah so aus irgendwie. Okay. Aber hier unten muss man ja uns natürlich... Ja, das muss man. So, jetzt hole ich erstmal die Harpune. Probiert das mal aus hier. So. Ach du Scheiße, die Dinger sind echt gut. Und ja, es sind nur noch Überreste da. Herzlichen Glückwunsch. Zugang zur Pumpenstation. Ach du Scheiße, also die sind ja richtig geil, die Dinger. Hups. Ey, 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 ey. So, Moment. Erstmal auf die Munition wechseln. Wo ist dann der Sausack oder die Sausäckin? Herr oder Frau Sausack, bitte bei mir melden. Bitte zum Erschießen melden. Nicht so schüchtern. Moment. So. In irgendeine Falle bin ich anscheinend reingelatscht. Ey. Ja, ach so, du. Jesus. Warte mal, stehen, die hässliche Krähe. So. Wo bist du denn wieder? Jesus, erleid. Hm. Ach, scheiß doch drauf. Blöde Kuh. So. Hab so noch ewig rumgebrüllt, nachdem ich dann das Speer versenkt habe. So, und da. Nix mehr. Aber da können wir auf jeden Fall nochmal kurz hacken. Damit ich nämlich noch an eine zusätzliche Verbandskaste gratis drankomme. Sehr schön. Wir sind nie allein. We are never alone. Herzlichen Glückwunsch. Von da komme ich, genau. Mini-Geschütz brauchen wir erstmal nicht. Bäh. Also die sind echt erlesen, von erlesener Hässlichkeit. Da haben wir was. Ja, da ist noch ein Verbandskasten. Die Leiche hat auch noch ein bisschen kruscht bei sich. Jetzt wüsste ich aber mal ganz gerne, wo hier die Sicherheitskamera sein soll. Da ist noch so ein Schrein, Führung durch Lamp. Und? Andrew Ryan ließ uns verwirrt und alleine zurück in den Trümmern von gestern. Aber Sophia Lamp zeigt uns, dass wir nicht alleine sind, dass wir zusammen sind, eine Familie. Wenn ihr also einen Menschen seht, der auf Knien ist, dann erkennt, dass er euer Bruder ist und helft ihm auf. Sophia Lamp lehrt uns, das, was allgemein ist, ist gut. Das, was nicht mehr teilbar ist, ist richtig. Kinder. Sie trägt eine Haut aus Eisen und ihre Klauen bringen Tod und Veränderung. Sie will uns das Kind rauben und mit ihm das Paradies selbst. Unser Medium sein. In ihr werden wir Irdischer wiedergeboren. Soldat, ob Engel des Himmels. Steht nun fest und jagt die Bestie zurück in den Höllenschlund. Alter, das war jetzt ein bisschen überlappend mit der Audiodatei und dem Rumgekreische hier. Jetzt weiß ich aber endlich, woher ich die Stimme von dem Typ kenne. Der Para Wales hat die Synchro-Stimme wie der Hausmeister Willy von The Simpsons. Wusste ich doch, dass ich die Stimme kenne. Die kam mir sehr bekannt vor. Therapie mit Grace 2. Also, Dr. Lamp, ich bin hier.
Aber dass ich einen Schmetterling trage, heißt nicht, dass ich glücklich bin. Grace, das weiß ich nur zu gut. Ihr Kinderwunsch macht sie als Mensch aus. Aber biologische Loyalität bringt uns gegen den Rest der Welt auf, den wir doch gleichermaßen lieben sollten. Ihre Armut ist ein Zeugnis dafür, aber ihre Stimme inspiriert die Menschen. Ich bitte Sie, einer viel größeren Familie beizutreten. Obwohl Ihr Körper Sie im Stich gelassen hat, werden Sie in uns weiterleben. Reizend. Heckpfeile und Raketensperre. Liebend gern. Und da haben wir noch ein Power to the People Upgrade. Schauen wir da gerade mal. Upgrade für Bohrer-Deflektor. Ein großer elektromagnetischer Dynamo wird durch die Drehung des Bohrers angetrieben. Projektile werden zum Angreifer zurückgeworfen, während sich der Bohrer dreht. Das ist natürlich geil. Reduktion des MG-Rückstoßes. Ladestreifengröße für Schrotflinte. Doppelter Revolvermechanismus. Ermöglicht 6 Schüsse vor dem Nachladen. Das ist auch ziemlich gut. Schaden nochmal. Erhöhter Harpunenzoom. Zusätzliches Zielfernrohr. Erhöhter Harpunenschaden. Das ist dann eher so unser Sniper-Gewehr, ne? Ich finde das ziemlich geil. So. Jetzt ist der Bohrer ziemlich geil, die Allround-Waffe, würde ich mal sagen. Wäre ich immer so dreist, das tatsächlich zu behaupten. Okay. So war nur noch Geld drin. Zugang Pumpenstation. Ups. Besiege Simon Wales. Ah, das ist wohl das ist wohl die Kersch vom Herr Parra. Oh Mann. Und zwischendurch hätten sie noch rektakuläre Zerreißprobe. Jetzt ist eine rektakuläre Zerreißprobe-Update installiert. Nehmen wir doch die Harpune. So. Aber in der Zwischenzeit hack ich doch einfach nochmal hier das Ding. Erstes Erleid, wo seid ihr denn, ihr Knetköpfe vor dem Herrn? Ups. Halte mal der Gaula, da können wir genauso gut als Telekinese dann nehmen. Okay, wisst was? Der ist für dich. Kriegst noch eine Rakete in den Arsch geschossen. Und weil es so schön war, noch einmal. Sehr gut. So, komm her, du. Rums. Ups. Ja, das ist ein bisschen Sisyphus-Erbe hier mit dem Speerwerfer, mit der Harpune. Ist so ein bisschen auch Glückssache mit dem Zieler. Und so der beste Zieler bin ich jetzt auch nicht. Da kommt schon das Spider-Splicer wieder. Oh, 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 der hält aber was aus. So. Boah, Alter. Ah, nee, das ist Parawale selber oder was? Weil der hält ein bisschen mehr aus. Warte mal. So. Und noch einmal auf die Gosch. Das scheint aber der Parawale selber zu sein, habe ich das Gefühl. So. Hier haben wir noch Phosphorschrot. Und als alter Falter. So, erleid. So. Oh, die ist defekt. Na, klasse. Ich sollte irgendwo noch was zu heilen finden. Scheiße, das ist nix, glaube ich. Ich glaube echt nicht, dass es noch was Großartiges wird. Nee.
Das war klar. Du bist gestorben. Du wirst in einer Vita-Chamber wiederbelebt. Okay. Ja, dann lass mich mal raus. Dann hole ich mir nämlich hier noch ein bisschen Zeug. Da hole ich mir hier nämlich auch ein bisschen Bohrertreibstoff. Dann müsste es jetzt eigentlich wie Schmierglave. So. Gegen die Kerle hilft es hervorragend. So. Wo bist dann, du ekliges Vieh? So. Simon Wales ist verkummert zu so einem Spider-Splicer. Na lecker. Trophäe erhalten. Den Prediger besiegt in Kupfer. Pumpenkontrollschlüssel $142 und Verbandskaste hat er noch. Alter Falter. Die Pumpensteuerung sollte sich hinten befinden. Aber eins noch. Sobald du anfängst, Dionysus Park abzusaugen, bleibt uns nur ein winziges Zeitfenster, um dich dort reinzukriegen. Ich habe nicht mehr viel Luft, aber ich halte durch. Mach dich bereit, bevor du den Schalter umlegst. Okay. Ich sollte mich aber erst nochmal hier gründlichst umgucken. Da ist nochmal so ein kranker Altar mit Sophia Lamb als Messias hier, oder was? Oh, Alter, das ist schon ziemlich creepy. Aber die haben sie ja bewusst so ausgelegt. Ach, Alter, das ist doch... Du zieht sich mir ein Schauder über der ganze Rücken, wenn ich sowas sehe. Boah. Ja, da hätte ich vielleicht Ammo runtergesollt. Hätte ich mal noch ein paar von deiner Dinger hier zulegen können. So, ich sollte natürlich auch so Dinger hacken. So, ein Verbandskaste kann ich immer gut gebrauchen. Bohrer Treibstoff holen wir uns auch noch mal, bis voll ist. Niete holen wir uns auch noch ein paar. Schrot als Herde mit. Sehr schön. Gut, da war noch der Brute Splicer. Ein Verbandskaste hat auch noch der Hansel. Und der hat auch noch Bohrertreibstoff. Ich sollte vielleicht erst die Leiche plündern, bevor ich hier immer unnötig Geld rausschmeiß. Sonst da... Boah, Alter, es ist schon creepy hier als Kerch. Und hier die Leute, die auf ihrem Kledersaum dran sind wie Ertrinkende in einer Flutwelle und sie over und der Schmetterling als Kopf. Das ist schon irgendwie extrem arg creepy. Vor allem, dass hier einfach nur irgendwelche Leichen noch rumliegen, die ich jetzt nicht gerade im Kampf getötet habe. Das ist irgendwie ekelhaft, die Vorstellung. Dass so ein paar verstörende, total zerspleiste Leiche hier rumliegen. Aber so ein Aschebecher direkt neben der Kirchebank, ja, da könnten sie bestimmt ein paar Racher nochmal in die Kirche locker mit so Idee. Oh Gott. Boah, Mann. Das hat ja schon fast Outlast 2 Ausmaße hier. Das Credo der Gläubigen. Oh Gott. Wir glauben an die Tochter des Lamms, geheiligte Retterin, gesalbtes Medium. Deren Blut mit unserem Blute, deren Geist mit unserem Geiste, deren Leben mit unserem Leben uns aus der Tiefe erhebt. Niedere Versuchung überwindet und erlöset uns alle von dem Ego. Genau, Hausmeister Willy. Wir verschreiben uns dem Neuen und Unbekannten, getragen von unserer gemeinsamen Kraft und geführt von dem Lamm. Du sagst's, Hausmeister. Alter Falter. Okay, da muss ich dann hauptsächlich hingehen, aber das interessiert mich gerade noch nicht. Ich mag mich erst noch mal so umgucken hier. Hier unten habe ich jetzt aber auch erstmal alles geflattert, glaube ich, was möglich war. Ja. Vor allem hier einfache Kirchgründe ist schon irgendwie... Ich will jetzt keine Stereotype oder so diskreditiere, aber Psycho... was haben wir dann hier noch? Wow, das creepy Bild. Wow, die sind dermaßen urhässlich, diese Spider-Splicer. Da sind noch die andere Abkauer. Ah ja, stimmt, von Dokamicho, genau. Richtig, von Dokamicho. Da habe ich mich während dem Arena-Kampf hauptsächlich rumgedrückt. Und da geht's einfach nur nochmal. Ja, komm. Nehmen wir doch schnelle Weg. Dann kann ich hier auch die Station aktivieren. So. Hältst du mich für eine Tyrannin, Delta? Ja. Eine Tyrannin, die den Traum eines toten Mannes an sich reißen will? Schon so ein bisschen. Die Stadt ist nichts.
Rapture muss sterben, damit Eleanor sich aus ihren Trümmern erheben kann. Alter. Erlaube mir, es dir zu demonstrieren. Nein. Ach du Scheiße. Lamb überlastet die Pumpen. Gleich stürzt alles ein zum Dionysus Park. Beeil dich. Das heißt Dionysos, nicht Dionysus. Ach du Scheiße. Boah, ich will nicht schon schwimmen. Ich sehe nur Minoritäten in meinem Wasserpark. So, Idiot. Oh, Mann. Ich möchte, dass du dir diesen Moment einprägst. Nein, ganz Dieser bestimmt nicht. bestialische Marsch durch Geschrei und Finsternis. Das ist unsere Existenz. Los doch jetzt, Junge! Ich stummel mich ja schon. Aber Elektrizität ist jetzt auch nicht gerade so das Beste, was ich noch gebrauchen kann dazu. Oh Mann, Scheiße. Das ist echt nur zum Wasserpark-Woche jetzt. Okay, hier aber ist vielleicht noch etwas trockener. Oh. Idiot. So. Hier rum. Ich habe jetzt gezeigt zum Spieler. Wartungsbereich. Oh, Scheiße. Also sorry, ihr liebes Spleißer, aber ich habe keine Zeit zum Spieler. Da muss ich durch. Okay. Naja, ich sauf wenigstens nicht ab. Ich bin in einem Anzug, der dafür konzipiert ist. Die andere nicht. Little Eden Sieh Plaza. hin. Das ist die Welt, die du anstrebst. Was? Du. Allein. Unter den Toten. Eigentlich strebe ich das nicht an. Ich will nur überleben und deswegen brauche ich Eleanor. Ne? Aber irgendwie scheint es nicht kapiert zu haben. Die ist auch nur so eine, die sagt, du hörst doch auch nur das, was du hören willst. Ja, ich hätte jetzt furchtbar gerne ein Omelett. Also, die sollte auch mal ein bisschen lernen zuzuhören, die Frau. So. Okay, dann sind wir hier jetzt auch raus. Na gut, wie gesagt, mir kann es egal sein. Als Big Daddy kann ich auch unter Wasser überleben. So. Da habe ich jetzt aber gedrückt, was ich wollte. Ah, da ist auch noch einer. Ach, Big Sister ist das wieder. Okay, cool. Naja, die kann auch ruhig gegen mich kämpfen. Ich habe auch unter Wasser kein Problem damit. Ich denke, mein Bohrer funktioniert auch unter Wasser ganz gut. Zwar nicht so schnell von der Drehung her, aber ja. Jetzt sind wir auch wieder doof, wo wir ursprünglich rausgekommen sind, wo wir ursprünglich gelandet sind. Vorbei an der Irrekirche vom Pfarrer Willy in der Pumpestation. Jetzt kommen wir zum Dionysos Park. Okay. Luftschleusensteuerung und weg damit. Ich meine, die war ja immer hier so ihre, um ihren ehemaligen Verbündete aufzugeben. Ziel abgeschlossen. Gehe zum Dionysos Park. Ach ja. Dionysus Park. Sehr schön. Und die fröhliche Musik dazu. Ich weiß nicht, es erinnert mich irgendwie so an Filme, wo man in den 20er Jahren so jemand sieht, der Grammophon hört, Pfeif raucht und die Zeitung liest im Sessel im Wohnzimmer. Aber es hat irgendwie was. Irgendwie hat es was sehr Stilvolles, dieses 20er Jahre Zeug. Ach ja. Aber ich würde auch sagen, ihr liebe Leute, ich mache jetzt an der Stelle hier meinen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Bioshock 2 auf Pelzig. Und dann hört es auch auf mit Ho 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 und Pipapo. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen 2. Weihnachtstag und hoffe, ihr habt alle wunderschöne Weihnachten gehabt. Und jetzt gehen wir auch schon neue Jahr entgegen in der letzten Woche von dem Jahr 2017. Also machen's gut und habt noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr wollt. Iron Yankee.